Hallo und herzlich willkommen! Willkommen beim kurzen, kleinen Livestream von mir. Wir... verrecken jetzt mal erst. Nee, Quatsch. Ja, ich kann leider die Musik nicht leiser stellen. Ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut bei euch. Ansonsten müsst ihr das sagen. So, wir spielen ein momentan kostenloses Spiel. Man kann es kostenlos downloaden und spielen. Ist eine Pre-Alpha-Version und von den Entwicklern von Alchemical Interactive. Und zwar heißt das Spiel Realm of Rulers. Und die Frage, die man sich da stellen muss, ist: Are you ready to rules? Jo. Ich habe das Spiel noch nie gespielt. Ich habe es gestern Abend, glaube ich, bei YouTube irgendwo gefunden. Und, oder heute Morgen. Ich weiß gar nicht mehr wann, wo, wie. Und ja, ich habe mich übrigens noch entschlossen, dass ich in Zukunft die Facecam auslasse. Ich weiß nicht wieso. Ich habe mich einfach mal darum entschieden, mal einfach weiterhin ohne Facecam zu streamen. Und ja, hi Nuke, hi Sergeant, hi Sandro, grüßt euch. Und heute ist so ziemlich ein miserabler Tag bei mir, drum versuche ich hier mit euch zusammen ein bisschen noch den Rest vom Tag mit Funny zu bekommen. Ja, und mit euren Kommentaren werdet ihr mich natürlich aufmuntern können. So, okay. Eine Pre-Alpha 0.2.2 Version von Realm of Rules. Wir schalten mal ein. New Game. Wir gehen ins Game. Es ist so ein Medieval City Builder. Recht süß gemacht, was ich bis jetzt so in dem YouTube-Channel, also YouTube-Video gesehen habe, was ich den ich gesehen habe. Ich habe also keine Ahnung, das Spiel ist komplett auf Englisch. Mein Englisch ist bad. Aber wir werden das schon irgendwie schaffen. Also ich weiß gar nicht, ob das Spiel auf Englisch ist. Ich weiß auch die Steuerung nicht. Also WASD ist Laufen mit 1, 2, 3, 4, 5. Aha, das ist irgendwie so die, keine Ahnung. Also, ja, okay, die Icons, die fehlen noch. Hier. Torch. Okay, Starting Notes. Das auf der 5 ist so ein Starting Notes. Ah, tricky. Also ich habe die Steuerung nicht angeschaut. Ich weiß nicht, was wir tun müssen. Was? Okay, Pre-Alpha, Controls, wir müssen trotzdem mal schnell in die Controls schauen, weil sonst kommen wir da gar nirgendwo hin.
Forward, backwards, left, right, Menu Escape, Use F, also benutzen F, okay, sollten wir noch hinbekommen. Sprint, Left Shift Taste, Inventory ist B. Jo, das kriegen wir auch noch hin. Dann auf der 1 haben wir die Axt, auf der 2 haben wir die Pickaxe, auf der 3 haben wir den Hammer, auf der 4 die Torch. Auf der 5 haben wir das Starting Book. V Building. Menü. Okay. Harvest. Left Maustaste. Destroy. Left Maustaste. Rotation Building. Left Q. Und Rotation Building Right E. Okay. Jo, mit meinem Bad Englisch habe ich das natürlich alles verstanden. Ha, nee, es ist ja relativ easy. Easy to going. Okay. Wie komme ich hier? Resume. Okay, also, auf der 5 haben wir, also nehmen wir mal die Axt. Die Axt in die Hand. Richtig nice, die Grafik. Ich muss allerdings nochmal in die Optionen, den Head. Ich mache den mal raus. Schauen wir mal. Ja, ja. Ach, der ist schon, okay. Bordle. Ja, da hat es wieder mal die Einstellung nur halbwegs übernommen, oder? Naja, ich sage hier nur, Early Access, Pre-Alpha, alles noch Rohversion, aber wir dürfen es auf jeden Fall bringen. So, wir machen trotzdem hier alles mal auf High, Ultra. So. Resume. Ich weiß gar nicht, ob man das schon einstellen wirklich kann, ob das gespeichert ist oder nicht. Ich weiß auch nicht, ob man es speichern kann. Doch, speichern können wir. So, also wir haben eine Axt. So sehen die Alpen aus. Die Schweizer Alpen, ne? Ja, schön. So, also hier geht es darum, dass wir uns ein Dorf aufbauen. Medieval Style. Und wir sammeln uns mal hier Ork. Also, Logs. Ich weiß nicht, ob der Baum, wie viel Holz dieser Baum gibt. Ob der Baum auch irgendwann mal weggeht oder sonst irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Also wir müssen hier auch ein bisschen craften und natürlich sammeln. Und können Bewohner anstellen. Und die dann auch irgendwie... Ja, okay, wir hauen hier 50 Mal auf den Baum und der steht immer noch. Gut. Wo haben wir denn... Red Berry. Jo, hauen wir auch mal drauf. Brauchen wir auch sicher. So. Das ist ja auch... Nee, hä? Nee, das ist nix, ne? Wo haben wir denn Steine, Mensch? Kuckuck! Steine! Also ihr müsst euch das vorstellen, ihr seid ein Mensch, der ausgewandert ist von euer Zuhause in eine Wildnis und habt vor quasi eine neue Siedlung aufzubauen. Ihr müsst euch das so vorstellen, ne? So, zweimal Stone, ne? Wunderbar. So. Ich bin ja echt mal gespannt, wie das Spiel ist. Bis jetzt ist es noch sehr interessant, wie was funktioniert. Okay, noch keine großen Effekte und bla 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 und diesen Sinn nicht, aber ich finde die Grafik schon mal nice. Und die Musik, die ist auch noch ein bisschen buggy, dunkt mich das. So, wo haben wir denn? Ich frage mich. Hä? Wo haben wir denn jetzt die... Ah, das ist auch noch ein buggy. Wo haben wir denn jetzt die Red Berries? Wo sind denn die?
Naja, dann schauen wir mal, was brauchen wir denn? Building Simple Settlement. 150 Logs, Center of your town. Ja, bauen wir doch mal erstmal unser Center. Wow. So, wir können mit E und Q das Zeugs drehen. Wo bauen wir denn unsere Siedlung an? Also, ne, das Haupt... Ah, Leute. So. Wir können also hier irgend... Wo bauen wir uns an? Wo siedeln wir den Start? Wieso sind das so im... Plus and Hold X to Gentle. Ja, wo wollen wir... Oh ja, da unten. Hier. Es backt noch in den Boden rein. So, da, genau hier. Genau hier. Ja, ist noch ein bisschen tricky. So, doch. So, wir haben unsere Stadtmitte errichtet. Hier haben wir den Ofen, habe ich gesehen. Forge, hier kannst du Rocks, ne, hier kannst du Eisen schmelzen, wenn wir Eisen hätten. Ja, alles noch so ein bisschen buggy. Hier können wir Press F to manage your town. Also hier kannst du quasi deine Stadt bewirtschaften. Wird auch noch sehr lustig sein. Na, ich drücke immer Escape zum Rauskommen. So. So, dann machen wir das Inventar mal zu. Ah, jo. Pre-Alpha, da erwartet nicht zu viel. Was können wir hier machen? Also am Feuer können wir nichts machen momentan. Sleep till day. Ah doch, hier am Feuer kannst du schlafen. Oder hier an der Hütte. Ich weiß nicht so recht. Ne, bei der Hütte kannst du schlafen. Da kommst du nicht rein. Hier kannst du gar nichts tun. Okay. Jo, aber das ist schon mal unser Dorfzentrum. Was brauchen wir denn noch? Ich gehe, da glaube ich, noch ein bisschen Holz farmen. So, so. Ja, noch unspektakulär das Ganze, aber mir gefällt es ganz ehrlich. Ich finde es recht süß. So. Also ich war ganz erfreut, wo ich live kam und dann solche Zuschauer hatte, Einschaltungen und ja, die sind jetzt alle weg. Bin ich ein bisschen traurig. Naja, was soll's, mache ich den Livestream halt nur für mich, das ist auch schön. Auch nice, freut mich auch. Also ich meine, ne? So, wie viel Orks, wie viel Loks haben wir denn? 210, ja. Dann bauen wir Ressourcen. Small Farm. Plot. Water Wheel. Professional Storage Shed. Ja, eine Lagerhalle wäre das, oder? Ja, brauche ich aber noch ein bisschen Rohstoffe hier. So, können wir ja mal schauen, wie viel wir sammeln. Ich kann nicht schneller schlagen, ne, liebe Freunde. Also. So. Du kannst mit der Maus schauen. Wie kann ich denn jetzt die Maus wieder wegbekommen? Also mit V kannst du bauen, ne? So.
Profession. 10 Stone. So, das ist glaube ich so eine Lagerhalle oder Platz, den bauen wir. Ja, das Bauen ist noch ein bisschen tricky. Das bauen wir da. Bei der Schmiede. Macht doch eigentlich auch immer Sinn, wenn man das in der Nähe von der Schmiede baut. Also ich weiß nicht genau, was es ist. Ich habe jetzt so verstanden, dass es ein Storage ist, also ein Lager quasi. So, und hier haben wir schon den Bob der Baumeister. Der geht jetzt. Was geht der machen? Der fällt Bäume. Okay. Also wir haben unseren ersten Stadtbewohner. Und wir schauen hier, ein Lumberjacks, also ein Holzfäller. Wir machen noch einen Miner, wenn ich kann. Ein Farmer, wenn ich kann. Training. Nee, kann ich nicht. Ah, kann ich nicht. Also das müssen sie noch wirklich hier einbauen, dass man mit F. So, der. Was geht denn der machen, Mensch? Jo, der baut Holz ab. Was macht er jetzt? Läuft er wieder zurück. Ich weiß halt nicht. Ja, der würde das in das Lager hier bringen, aber das ist, glaube ich, noch ein bisschen buggy. Also ich denke mal, das ist, wäre mal so gedacht, dass der da die Bäume abhaut und dann das Holz, was er abgebaut hat, hier wieder zurückbringt. So, Ressourcen. Small Farm Plotter. 150 nee, warte mal. Resume. Wir machen den... Oh. Wir machen einen Waterwall. Eine Wasserwall. Nee, Food Storage. Cooking Station. Ich meine, ja, die Leute brauchen doch auch Blacksmith. Storage Shelf. So, wir bauen uns ein Haus. Dafür brauchen wir 600 Logs und 200 Stone. Und ihr seht, das schaut mal an. Mein Holzbestand im Inventar, das wächst. Schaut mal an, jetzt habe ich 140. Und wenn der wieder zurückkommt... Ah, danke Herrgott. Wenn er wieder zurückkommt, werden wir mehr als 140 haben. Wo ist er denn jetzt, Mensch? Hallo? Herr Holzfäller, wo sind Sie denn? Hallo? 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 Boah, ey. Hell, dunkel. Naja, die Schweizer Alpen halt, ne? Steht immer im Weg. Boah, Mensch, lieber. Ah, da ist er. Seht ihr? Jetzt haben wir 155, also die sammeln auch Ressourcen für uns. Barley.
weiß nicht, was das genau soll heißen. Resource used. Was sind Barley? 75 Barley. Ich habe keine Ahnung. Ach, ich weiß, glaube was das ist. Boah, aber das ist ja... Wieso muss ich immer... I need a simple cell, I need a storage shed, I need a gather some berries for my food storage. I need to build a well for my water storage. I need some citizen. Okay, das ist so Starting Notes, also die ersten Sachen, der Start halt, wie du halt anfangen solltest. Bau als erstes ein Stadtzentrum, bau ein Storage Shed, also wo quasi ein Lagerhalle. Dann gather some berries for my food storage. Need to gather some. Jetzt brauche ich. Ach Mann, ich brauche jetzt glaube ich. Food Storage. Ne? 200 Holz und 200 Stein. Okay. Ich sehe nur nichts. Auch mit der Torch sehe ich nichts. Also Holz wird ja gesammelt, ne? Also ganz automatisch. Jetzt müssen wir nur noch dafür für den Stein sorgen. Aber wenn es so dunkel ist, denke ich, das sieht. Wir sehen nichts, wir haben kein Licht in dem neuen Ort. Oh. Ah, da unten hast du Stein. Barry, also das ist glaube ich so die Währung. Nee, Quatsch, aber ich glaube das war das, was wir brauchen, um neues Bewohner zu bekommen. Aber ich weiß nicht, wie viel das wir haben. Das ist ein kleines Problem, was wir hier haben. Wir haben ja einen Scrollbahn, aber also die Red Berries, die werden nicht im Inventar angezeigt. So. Boah. Ich weiß schon nicht mehr, wo wir zu Hause sind. Wo sind wir denn zu Hause? Ach, da unten. Zum Glück brennt das Feuer, dann finden wir immer zu Hause. So. Kann ich jetzt einen Miner anstellen? Barley. Ich weiß eben nicht, wie viel Barley das ich habe. Nö. Ja. Das Ganze ist momentan noch Singleplay mäßig, was ich gesehen habe. Und ja, steuerungstechnisch halt noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Und wo die Berries sind, die ich hier eingesammelt habe, das ist eine verdammt gute Frage. Gut, dann müssen wir halt alleine Stein schuppeln. So. Oder so. So. 200 Stein brauchen wir, oder? Das ist ja nix. Das ist ja gar nichts. Das haben wir im Nu zusammen. Wir müssen nur sagenhaft 100 Mal auf den Stein hauen. Und schon haben wir 200 Steine. Ach ja.
glaub mir, wenn du dann deine Siedler hast, die das dann vollautomatisch selbst machen, geht es natürlich ruckzuck mit den Ressourcen sammeln. Aber ich weiß gerade nicht, warum ich mir keinen also keinen Siedler mehr holen kann. Habe ich nicht ganz verstanden. Aber jetzt versuchen wir hier mal einen solchen Food Storage zu bauen. Vielleicht liegt es dann an dem. Berry, Red Berry. Ich weiß nicht, wo die sind. Also VA bauen. Ach, ich muss nochmal die Controllers anschauen. Building, Staring. Ja, da steht aber auch nicht wirklich viel. Ne? Also nur halt, dass du ein Inventar hast. Ja, Inventar ist aber, ne? Inventar ist aber leer. Also was die Berries angehen. Berry, ich weiß nicht, was damit gemeint ist. Ich weiß auch nicht, ob das abbautechnisch ist. Und ich weiß auch nicht, wie wir diese Helligkeit wieder hell kriegen. Ja, finsterste Nacht bei uns. Das ist ja schlimm. Also Grundidee ist eigentlich schon, dass man hm, verstehe ich nicht, warum das hier keinen Miner einsetzen kann. Ein Lumberjacker geht auch nicht. Ich weiß auch nicht, was die Barley, 25 Barley im Hintergrund, also hinten dran soll heißen. Ist es irgendwie so eine Währung oder sowas, was ich noch nicht verstanden habe. So. Ah ja, das ist tricky, wenn es dunkel ist. Das ist scheiße, wenn es dunkel ist. Ah, und also das Bauen ist noch recht tricky, wenn man nicht genau weiß. Und vor allem, du kannst es nicht wirklich steuern. Oder? Das geht nicht. Das ist einfach eine Ebene. Du kannst nicht ranzoomen oder so. Nee, das ist einfach mal so. Du kannst höchstens mal im Kreis laufen. Wird sicher alles noch gefixt und so weiter. So, jetzt wo es hell wird. Ja, das ist eigentlich nur einfach dein Ablieferungspunkt. Hierhin bringen sie einfach alles. Kann ich jetzt einen Farmer anstellen oder einen Miner? Nö. Ja, was brauche ich denn noch? Naja, gut. Wir haben zumindest schon mal einen Holzfäller. Lumberjacks. Das ist ja schon mal gut. Warum, dass ich nicht mehr anstellen kann? Und das frage nicht mich, diese Frage mal die Entwickler. I need a storage shed. I need to get to some berries for my food storage. Barrett. Na, ich drücke immer zum Rauskommen die Scheiß. Redberry. Ja, aber irgendwie sammle ich das gar nicht.
Hm. Irgendwo hast du sicher auch noch. Das ist einfach nur eine Info. Also abbauen kannst du es, aber es wird nicht angezeigt irgendwie. Hm. Und das ist jetzt, ich habe keine Ahnung was. Und warum kann ich jetzt keine... Warum habe ich... Ich kann nichts. Ein Zivilist haben wir. Wenn der stirbt, haben wir wieder keine. Ey. Ja gut. So, was sagt denn unser schlaues Buch noch? I need to build a well for my water storage. Okay. Water well, water store. Water well brauchen wir und ein Water Storage. Das heißt 350 Steine. Oh. Dann auf zum heiteren Stein sammeln. Weil, ne, also... wie soll ich sagen? Holz wird ja schon mal schön gesammelt. So, hier haben wir Stein. Oh. Das ist doch goldig. Das ist sicher was anderes als Steine. So, 350 brauchen wir. Das sind über 150, über 100 Schläge. 150, 125. Ich glaube 125 Mal auf den Stein einschlagen und dann hast du deine 350. Nee, Quatsch, das sind erst 250. 175 Mal auf den Stein einschlagen und dann hast du halt deine Wall. Also zuerst machen wir uns die Wall. Das waren glaube ich 150, weil ich nicht weiß, was es ist. So, schauen wir uns das zusammen an. Ja, Pre-Alpha, es ist erstmal so ein kleiner Eindruck, was man ins Spiel bekommen kann. Man kann halt noch nicht wirklich viel, es hat noch ziemlich viel Bugs und es ist auch noch nicht wirklich spektakulär, wenn man was abbaut und so, aber das ist doch eigentlich ganz normal bei einer Pre-Alpha-Version 0.2.2. Ne, also ist nicht mal Version 1 draußen und da gibt es sicher noch viel Potenzial und vor allem viel zu machen in dem Spiel. Für die Entwickler natürlich einerseits, aber auch für die Spieler. Also ich bin richtig gespannt, wie sich das Spiel entwickelt. Ob sich das Spiel überhaupt entwickelt, wird sich zeigen, wie viel Input das Spiel bietet mit der Zeit, beziehungsweise in welchem Intervall sie Updates machen. Ich habe ja das Glück, dass ich immer meistens Spiele in der Pre-Alpha-Version mir zutue und dann heißt es, ja, wir sind, oder im Vorfeld siehst du dann, oh, das wurde einen Monat, gab es einen eine riesen News, wo gesprochen wird, was geschehen wird und kaum bist du dabei, suchst du irgendwie diese Informationen und findest die einfach nicht. Also, ne, irgendwie kommt es dir so vor, als wenn du nichts von dem Spiel wüsstest, würde es schneller vorwärts gehen, als wenn du das Spiel kennst. Ich hoffe, das ist bei dem Spiel nicht auch so. So, 350 sagten wir, ne? Hey, ich bin gleich mal schneller als dieser Lumberjack Boy, was wir hier im Lager haben. Aber könnt ihr euch das so vorstellen? Das Spielprinzip ist einfach obergenial. Du kommst quasi von, keine Ahnung, ich sag jetzt mal von Hocknackdor
Stadt und hast gesagt, so, ich wandere aus und gründe mein eigenes, mein eigenes Dorf, meine eigene Stadt, mein eigenes Reich. Und da wandert ihr und dann kommt ihr plötzlich an einen Punkt, an dem nix wirklich, nur Natur montiert ist und sonst nix. Keine Häuser, keine nix, kein Leben, nix. Und du findest, jawohl, an diesem Ort, genau an diesem Ort möchte ich mich verbreiten. So, das wollte ich sagen. Wenn ich den scheiß verdammten Schnuppen habe, habe ich extreme Hustenanfälle. So, also in meiner würde ich schon noch gern trainieren. Aber ich weiß nicht, warum dass bei mir keine City Leute kommen. Naja, immerhin ist ein... Wenigstens ist ja mal ein Lumberjacker da. So, was wollten wir denn bauen? Eine Waterwall. Ah, die bauen wir natürlich hier auf dem Berg. Ne? Nicht gleich in die Stadt. Nee, das wäre ja zu einfach. Also ja, bautechnisch. So, in den Berg rein. Geht leider auch. Über den Berg. Oh, das geht leider auch. Jetzt wollte ich gerade fragen, wie kann ich das Zeugs abreißen? Waterwall. Do you want to destroy this building? Yes. Ah, okay, mit dem Hammer. Logisch. Passt nicht, gibt's nicht. Hau mit dem Hammer drauf und weg ist es. Water Storage. Ah, okay. Genau. Das... Oh. Ja, also wie schon gesagt. Jetzt bauen wir hier... Tricky! So, und jetzt brauchen wir aber noch Stein. So, Food haben wir und ja. So, brauchen wir wieder Steine. Wie viel Steine brauchen wir denn jetzt noch? Waterwall 150 Steine. Das sind 125 Mal auf den Stein einschlagen. Okay, tun wir. Möglichst abseits von da, wo wir sind. Ja, die Red Berries, die sind noch buggy. So, okay. Wir hauen auf den Stein und werden mal schauen, was wir in der Zeit tun. Nee, Quatsch. Ja, Realm of Rules. Rules heißt Rules. Regeln könnte das sein. Und ein Realm ist, ja, gute Frage, nächste Frage. Aber das Spiel hat an und für sich, wenn sie noch also wenn sie es noch ausbauen und auch die Steuerung anpassen und auch an der Steuerung was machen, hat das Spiel durchaus Spielpotenzial. Also für so eine Pre-Alpha ist klar, dass es noch ziemlich, wie soll ich sagen, Bugs hat und auch einige Sachen nicht so funktionieren, wie sie sollten und auch einige Sachen noch nicht wirklich so funktionieren, wie sie dann im Endspiel dann funktionieren und halt noch alles so, ja,
testtechnisch kann man das so machen. Funktioniert das? Funktioniert das Skript auch? Wie sollte? Und so weiter und so fort. Das sind so die Pre-Alpha-Tests. Also beziehungsweise die Pre-Alpha Schritte, die die Entwickler gehen. Und ich denke mal, hier bei der Pre-Alpha von diesem Spiel sind sie sehr auf die Community angewiesen, dass die so richtig dann schreiben, ja, das und das das und das muss man ändern und das geht. Zum Beispiel diesen Brunnen, dass man den, ich verstehe es nicht, warum man, ich habe es noch nicht rausgefunden, sagen wir es mal so. Oh, mit X, aha, warte mal, nö. Ich wollte jetzt nur sagen, aha, mit X kannst du abbrechen, aber nee, der baut das gerade, also ne, also einfach zack, so, hier bin ich. So, wir bauen das jetzt. So, wir bauen das jetzt hier hin. Ja, passt doch. Und jetzt? Ja. Hat der Brunnen kein Loch? Scheiße. Da gibt es natürlich ja kein Wasser, ne? Okay. Ah, 200 Wasser haben wir. Und Food nimmt langsam ab. Oh, ich drücke immer den Scheiß. Ja, irgendwas müssen wir schon noch drücken, damit wir hier rauskommen. So, was sagt unser schlaues Buch denn? I need to gather some berries for my food storage. Muss ich mal schauen. Habe ich hier Ressourcen? Small Farm Plot. 10, 10, hä? Ach, jetzt habe ich wahrscheinlich keine Logs, ne? Jo. Doch, jetzt. Wie viel brauchst du denn? Ach, 20 Steine. Ne, Steine habe ich keine. Ah, aber es wird schon wieder dunkel, Mensch. Das ist ja... Oh, da müsst ihr auch noch was anpassen. Dass die Nacht nicht so lange geht wie der Tag. So, ich habe meine 20 Steine. Ich sammle hier jetzt noch ein bisschen mehr. Irgendwann können wir uns sicher noch einen Miner organisieren. So. Wir machen einfach mal, auf welcher Seite vom Dorf wollen wir denn Getreide anpflanzen? Genau, hier irgendwo. Wir machen es einfach mal. Das hat alles noch keine Struktur und so weiter, weil wir sind momentan wirklich echt nur am Testen, was das Spiel kann und... Ich glaube, das muss ich wirklich erst bauen. Ach, jetzt habe ich es gesehen, Mensch. Boah, Mann, also das Bauen ist noch tricky. Das müssen sie unbedingt überarbeiten. Das ist wirklich schlimm. Aber wir müssen das echt machen, wenn wir... Ja, den Brunnen, wo habe ich das jetzt hingesetzt? Genau, genau da, wo ich es haben wollte. Je, und wir haben Stein verplempert. Ah.
Es kann sein, dass hier die Icons einfach noch fehlen. Dass wir hier eigentlich schon Red Berries haben, aber irgendwie die nicht angezeigt werden. Nee, 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 Tatsachen, kein... Ah, ja, ja. Ja, also wundert euch nicht, wenn das eine oder andere immer noch nicht wirklich funktioniert, wie es sollte. Ich sage dazu nur Pre-Alpha. Press F2. Du kannst keine Holz reintun, okay. Ich weiß auch nicht, ob der noch schon funktionstechnisch da ist. Oder ob der nur als momentane Dekoration da ist. So, hey, wisst ihr was? Wir schlafen mal. Wow, und schon hell. So schnell geht's. So. Irgendwie waldtechnisch sieht es immer noch gleich aus, ne? Ich glaube, du kannst hier an einem Stein unendlich viel abhauen. Ich glaube, du kriegst den nie wirklich weg. So, wir sammeln gleich mal 40, weil wir uns schon wieder verbauen. Ach, wieso ist mir das mit dem Schlafen nicht früher eingefallen, Mensch? Naja. So, okidoki. So, weiter geht's zu unserer Base. Ach, das sieht doch schön aus. Das wird ein schönes Dorf hier. Alles voll unstrukturiert hier. Genau, wir machen hier das Feld. Wenn wir das dann hier schaffen. Ressourcen, Farmplot. So. Jetzt kann ich einen Farmer einstellen, oder? Immer noch nicht. Langsam aber sicher müsste doch mal jemand hier Essen kreieren. Wieso geht denn das nicht? Also eine Taste müssen sie auch noch irgendwie einbauen für Maus zu rufen und vor allem die Menüs zu schließen. Ist da oben ein Weg? Nö. Das sieht aber nach Wasser aus. Hm? Nö. Hm. Ja. Barley. Ah, schau mal hier. Hier haben wir Barley. Jetzt können wir Siedler anheuern. Wieso konnte ich denn vorhin kein Barley holen? Ah. Okay. Barley, also gleich Gras. Quasi. Und du kriegst auch immer nur 2 raus. Aber immerhin müssen wir jetzt was, ne?
dass man das auch abbauen kann. Ich war doch vorhin schon dran an dem Zeugs und wollte es abbauen, aber dann ging es irgendwie nicht, oder? Und das spawnen, also die Dinger haben unendlich viel drinnen, kommt es mir so vor. Weil die einfach nicht weggehen. Das ist alles noch Rohversion. Wird alles noch verbessert, verschönert, verfeinert und so weiter und so fort. Das bleibt nicht so, also seid jetzt nicht so, ist doch ein scheiß Spiel, da kannst du an einem Ort hacken, packen, weiß nicht was machen und geht ja nie weg. Hast du Ressourcen jetzt bis zum geht nicht mehr. Oh, da wächst schon mal was. Cool. So ist es ja momentan nur. So, und jetzt werden wir uns einen Farmer anstellen. Ha! Und einen Miner und einen Jäger nicht. Also wir können 4 Silizen, wollte ich schon sagen. Ja, sind ja auch Silizen. Ne, 4 Zivilisten anheuern. Und die kosten 25 Barley, also die kosten Gras. Komische Sache. Die werden aus Gras gemacht. So, jetzt haben wir einen, der hier immer am gleichen Baum hackt. Und das sieht aus. Ja. Dann haben wir einen, der hier eine Frau, die farmt, oder? Boah, der Miner, der hat schon Kohle irgendwie organisiert, oder? Ja, die geht, ja, und der Miner, also das ist die Farmerin. Ich dachte, die würde hier das Dings pflücken. Wahrscheinlich tut sie das dann auch, wenn es fertig ist. Und der Miner, ich habe keine Ahnung. Aber der Miner hat schon Kohle gefunden. Oder? Kohle, ja. Und Iron Ore. Tja, schaut mal an. Wir brauchen einfach nur Dorfbewohner und die finden dann wertvolle Sachen, aber keine Steine. Mal schauen, funktioniert das jetzt? Nö. Abbauen kann ich, aber... Ja, dann I need some Silizen. Water storage. Need to build a well for my water storage. I need to get some berries for my food storage. Also, Berries sind eigentlich, Berry, ne? Sollten eigentlich Berries sein, oder? Aber die werden... Hatte ich das denn... Barley, ne? Da habe ich auch eine Info. Die werden im Inventar angezeigt. So. 200 Food können wir maximal lagern und Wasser Maximum 200. Und 3 Wasser per 30 Sekunden und 3 Food per 30 Sekunden. Machen wir, glaube ich, produzieren wir, wenn ich das richtig so sehe. Wir verfolgen mal diese Anzeige. 30 Sekunden, naja, das ist so lang, wie ihr eine Verzögerung habt. So, sobald sich eine Zahl ändert, ab da 30 mal, zähle ich mal 30 Sekunden lang und dann sehe ich mal, was da passiert. Aber ja, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
Ja, das ist jetzt schwierig, ne? Ja, nee, das kannst du gar nicht zählen. Aber auf jeden Fall, ja, wir haben auf jeden Fall noch Reserve. Der Miner, der, keine Ahnung, wo der steckt übrigens, aber der bringt schon mal gut Stuff. Das ist der Lumberjack. Und was machst du denn? Du bist die Farmerin. Hallo, Miss? Was tun Sie hier? Kann ich mit Ihnen... Hey, bleib doch da. Kann ich mit dir sprechen? Was machen die jetzt hier? Ich will auch. Ha? Ich schau mal, wenn es jetzt im Lager ist, was ich da mehr bekomme. Okay, aber kannst du mir doch nicht erzählen, dass die... Oh, ich produziere momentan mehr Wasser, als ich eigentlich benötige. Entschuldigung. Was ja eigentlich gar nicht schlecht ist. So, jetzt habe ich einfach zwei Farmer, wo hier das Zeugs abbauen, oder wie? Nö. Wo ist denn der zweite Farmer? Was baut denn der ab? Hallo? Habe ich doch zwei Farmer, oder habe ich da das falsche genommen? Ne, Farmers zwei Stück. Ach, wo sind denn die? Ah, Mann, oh. Ach, da oben. Ne, das ist die Aha, von weit kommen sie her. Ja, die geht auch, die Grünen. Das ist sowas wie die Währung, ne? Naja, gut, wir werden mal schauen, wie der, ja. Ah, Mensch, oh. Option, Fullscreen, Fullscreen, Fullscreen. Ja, also die Optionen werden nicht gespeichert. So viel zum Thema. Resume. So, man muss einfach das Inventar nochmal neu laden. So, und Smelt. Hi, Dragon. So, und wir haben hier eine Iron Bar. Also, da kannst du nicht sagen, ob alle automatisch schmelzen, sondern musst wirklich da stehen und jedes einzelne sagen, hopp schmelzen, hopp schmelzen, hopp schmelzen. Okay. Naja, ne, musst halt an der Schmiede stehen bleiben und wirklich halt das Eisen schmelzen. Macht irgendwie schon Sinn. Aber nur irgendwie. Nee, Quatsch. Gut, wir haben Eisen. Je. Ich weiß immer noch nicht, wo der am Eisen holt und so weiter, aber jo, lass ihn holen. Er holt einfach keine Steine, aber lass ihn holen. So, wir wollten uns ja mal ein Häuschen bauen. Ach, Manu. Ah, 600 Loks und 200 Steine. Jo, Loks, das wird gearbeitet dran. Und die Steine, die vermehren sich nicht. Ja. So, dann gehe ich mal hier, ja, weißt du schon, Steine holen. Nee, das ist eine Mischung keine Ahnung, das kannst du gar nicht sagen, eine Mischung. Das ist so ein Medieval City Builder im Pre-Alpha natürlich. Und ja, nee, Minecraft, das hat nichts mit Minecraft zu tun und mit Conan hat es eigentlich auch nichts zu tun. Also, nee, das kannst du gar nicht vergleichen mit den Spielen. Es ist eine schnuckelige Art, und auch eigentlich meiner Meinung nach eine
geniale Idee für einen Städtebilder, also Städtebauer-Simulator. Finde ich. Also du musst dir das so vorstellen, du warst lange Zeit in einem Dorf zu Hause oder sogar in einer Stadt und hast gefunden, ach, die verlangen Steuern, die machen dies, die machen jenes und scheißt mich hier an, ich wandere aus, ich ziehe aus, ich gehe in die weite Welt hinaus. Und dann musst du dir halt vorstellen, ausgerüstet nur mit dem Nötigsten, Bergbau und Holzfäller und so zu überwältigen, gehst du da in die freie Welt hinaus und findest dich quasi dann an einem Ort wieder, wo du ganz alleine bist und dich rumschaust und sagst, boah, die Alpen, Grünes, Steine und massig Platz, keine Zivilisation hier. Hier, jawohl, hier beginne ich meinen Neuanfang. Ja, und dann fängst du halt an, ne? Musst du halt Ressourcen erstmal craften, also bauen, also abbauen, dass du dir halt quasi sowas wie einen Dorfplatz bauen kannst. Und ja, wenn du den Dorfplatz hast, musst du halt schauen, dass du halt einen Lagerplatz, ein also nicht Getränke, Wasserreservoir hast, Brunnen, also Brunnen quasi hast, wo du Wasser herbekommst. Und ja, so musst du halt dir quasi eine Zivilisation aufbauen, hier am neuen Ort, wo du jetzt halt bist, quasi. So kannst du dir das so vorstellen, oder? Und du bist schon seit 5 Jahren am Trainieren dafür. Also wenn du auswanderst auf eine einsame Insel, ich komme mit. Ohne Verpflichtungen und so, ne? Weißt du schon Bescheid. Oh, ich drücke immer noch da. Ja, also. Food. Essen. Das sieht schlecht aus. Wir haben noch 10 auf Reserve. Also Wasser haben wir genug, aber Food. Ich gehe mal hier schlafen. Das sieht auch aus, als ob das Ganze wird brennen. So, ich zeige dir gleich mal, was ich... Mann! Ja, alles noch ein bisschen kompliziert hier. Halt Early Access, Pre-Alpha und weiß nicht was. So, wir gehen mal schlafen. Wir haben hell. So, also ich erkläre dir mal, was wir hier alles schon haben. Das hier, das ist unser Dorfplatz, kannst du quasi sagen, also Hauptplatz. Hier hast du eine Schmiede, hier hast du ein Lagerfeuer, wo man sich wärmen könnte. Ne, hier haben wir das Stadtmanagement, kann man sagen, wie es halt im Mittelalter so war. Hier haben wir halt die Unterkünfte, wo man schlafen kann. Und ja, das wäre mal das Stadtzentrum. Daneben haben wir dann hier so einen großen Storage, wo man quasi, also wo quasi deine Bevölkerung alles gesammelt, also die Lumberjacker, die Farmer und der Miner, wo ich halt immer noch nicht weiß, wo der steckt, die Sachen hier hinbringen und quasi das dann eigentlich ins Lager gebracht wird. Das ist quasi dein Lagerplatz. Dann hast du hier ein Food Reservoir. Das heißt, hier wird das Essen. Your food has run out and one of your... What? Oh oh. Ich muss unbedingt rausfinden, wie ich essen kann.
Ich hau mal hier einfach mal ein paar Berries ab. Ich weiß nicht, ob das jetzt Nahrung ist, doch ich glaube schon. Mein Gott. Meine Zivilisation stirbt. Nein. Naja, ich trainiere ja eher für Katastrophenfälle à la The Walking Dead, Resident Evil und so, ne, klar, oder? Nee, ich finde es eigentlich ganz flott, was du machst, also, dass du wirklich für den Ernstfall dich trainierst und wenn wirklich dann Krieg ausbricht, du weißt, wie du deine Familie auch ohne großen Schnickschnack und drumherum und so weiter, ähm, wie du sie dann retten kannst und auch ernähren kannst und so weiter. Das finde ich gar nicht schlecht. Okay, wir müssen. Okay. Okay. Ja, ich drücke mal. Ja, die drücke ich immer Escape hier. Naja, Escape ist also grundsätzlich die Taste, die man. Okay, also wir müssen wirklich diese roten Büsche hier abbauen. Das ist die Nahrung von unseren Zivilisisten, von unserer Bevölkerung. Die sehe ich nicht bei mir auf dem Inventar, sondern die gehen direkt quasi ins Lager rein. Okay. Aber meinen Miner habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Oh je. So. Ja, es ist halt eine Pre-Alpha, gibt noch nicht so viel zum Tun. Ist alles noch ein bisschen buggy, auch das Setzen ist buggy und noch nicht wirklich ausgereift und ja, es ist wirklich eine Pre-Alpha, da kannst du nicht viel erwarten. Da kannst du wirklich also eine spielbare Version erwarten, das haben wir hier auch. Ne, also du kannst rumrennen, es gibt noch ein paar Soundbugs, aber das ist alles klar. Das habe ich auch nicht wirklich erwartet, äh, dass das nun jetzt hier in der Pre-Alpha ein Fix-Foxes Game ist, wo du quasi schon 90% des Spiels machen kannst. Nein, ich meckere hier auch nicht drüber rum, dass dies und jenes noch buggy ist und so weiter. Nee, ganz und gar nicht. Also nicht falsch verstehen. Ich weise es halt darauf hin. Ein Fünf-Zimmer-Haus. Mit Holz nehme ich immer an, oder? Also ist halt wirklich noch ziemlich eine Frühversion und noch ziemlich viel zu tun hier in dem Spiel, in der Entwicklung auch. Und ja, ihr seht schon in der Taskleiste, also nicht Taskleiste, in der Toolbar-Leiste fehlen noch Icons der Gegenstände. Ähm, Es ist noch viel Baustelle hier. Also nicht nur bei unserem Dorf, sondern auch im Spiel selbst. Das weiß ich aber alles, das bemängle ich auch gar nicht. Also ich finde es ja richtig schön, was sie hier schon mal gemacht haben. Ähm, Cooking Station. Holz und Erse. Holz und Ersche hättest du hinschreiben sollen, Dragon. Holz und Ersche. Nee, Holz und Erde. Ja, du musst mal so eine Videodokumentation machen, wie du das anstellst und so weiter. Und das auf YouTube stellen, das ist sicher sehr interessant. Moment. Wir könnten ja, Dragon. Ja, nee. Ich habe eine saudoofe Idee jetzt gerade im Kopf. Also nicht dieses Jahr, aber wir könnten
könnten ja mal so eine Challenge machen. Nee, Challenge ist es nicht ganz, aber wir könnten mal, aber nicht jetzt und auch nicht in nächster Zukunft. Nee, ich weiß, es ist eine Schnapsidee, aber ich sag dir sie trotzdem. Wir könnten eigentlich mal ein Treffen veranlassen, ich weiß nicht, mal eine Woche. Nennt sich primitive Technologie, ja. Nee, mal eine Woche quasi. Du und ich. Ich weiß ja nicht, ob deine Familie das äh, Einverständnis gibt, aber du und ich, du als totaler Naturfreund, Fan und so weiter, mit mir zusammen, ich als totaler Insektenhasser, Spinnenhasser, am liebsten nicht in der Dunkelheit im Wald und so weiter. Das wird ein Horror für mich, ich sag dir jetzt schon. Einfach mal zu treffen und ich sag jetzt mal eine Woche so ein Survival, äh, so eine Survival Session zu machen und das auf Video aufzunehmen. Ich weiß jetzt schon, dass ich mich davor ekeln werde und auch gar nicht wirklich der Fan von dem Ganzen bin. Aber doch so für YouTube würde ich bin ganz ehrlich, für YouTube würde ich das jetzt noch tun. Oha. Ja, Cooking Station. Ja, das meine ich jetzt hier mit bautechnisches. Au, mein Rücken. Ich sehe nichts. Drehen wir. Drehen wir. Also nicht sowas wie à la Dschungelcamp und so weiter. Nee, nee. Ja, eben drum, ne? Wird nicht leicht. Also isst du die denn lebend oder lebendig oder so? Also. Nee, ich will es gar nicht wissen. Nee, ich sag, das will. Ich sage, das war eine Schnapsidee, also das war einfach so eine Jux-Idee. Das wäre das wär ein Horror für mich, ich sag dir's. Ich gehe ja zwar gerne in den Wald mal ein Feuerchen machen und Würste drauf und Steaks drauf. Und Steaks drauf und so weiter, aber so wirklich überleben im oh. Hey, wieder ist schon wieder jemand gestorben. So, weg. Also verhungert ist er sicher nicht, oder? Also glaub mir, mit der Axt geht es schneller als mit der Pickaxe. Denn mit dem Hammer geht's gar nicht. Hier geht's. Also mir kommt es vor, als würde das mit der Axt viel schneller gehen. Es wäre natürlich noch schöner, wenn wir ein bisschen mehr als nur einen raus würden holen. So. Es geht ja nur einfach darum, dass wir hier mal ein bisschen Nahrung auf Seiten haben.
Boah, nee, also lebend könnte ich es erst recht nicht essen. Und wenn ich hier, nee, 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 ja, also, ja, ja, nee, der Gedanke reicht schon. Und ich weiß auch nicht, wie sie so im Dschungelcamp, was sind denn das jetzt hier, Cooking Station, kann ich jetzt noch einen Koch einstellen oder was? Nö, aber, oh Mann, aber, weißt du, Madame, hallo, hallo, ich rede mit dir, hallo, hallo, weißt du, hey, bleib mal stehen, so, danke, hey, Miss, boah, äh, redest du jetzt, hallo, Miss, könnten Sie mir sagen, wo der Miner ist? Könntest du mir sagen, wo der Miner ist? Ähm, ja, die geben keine Antwort, Mann. Doofe Weiber, Mensch. Er braucht euch schon! Ich nicht! Äh, jo, dann das ist wirklich eine Frage das ist wirklich eine Frage von, wo der ist. Aber ja, lassen wir das. Pui, was sammelt der denn? Hey, meine Fresse, hey, der geht ja richtig ab wie Schmidts Katze oder so. Der unsichtbare Miner. Der sammelt hier Kohle und Eisen bis zum geht nicht mehr. Ha, cool. So hat jeder seine Lebensaufgabe oder auch nicht. So, ich gehe wieder schlafen, liebe Freunde, weil ja, im Dunkeln zu spielen macht einfach keinen Spaß, weil du einfach nichts siehst. So, wir bauen uns ein Haus. Oh, oh, wir bauen uns ein Haus in den Boden hinein. Nee, sag mal. Hä? So, wir probieren das mal so. Wo ist denn hier die Türe? Hallo? Das ist doof, dass du anschauen kannst, wie du willst, aber irgendwie nichts siehst, ne? Das, ich gehe mal davon aus, dass das Ding, dass das Dach hier, boah, ja, also das Bauen müssen sie wirklich noch ein bisschen fixen. Steht in der, ja, nee, das ist klar, oder? Nee, also das müssen sie wirklich noch fixen. So, wir haben ein Haus gebaut. Das ist zum Glück nicht der Eingang, der wäre zu tief. Hallo? Können wir hier... Können wir nicht. Sehr doof. Wir haben die Tür gefunden. Aber ja, super. Jetzt haben wir ein Haus gebaut. Aber können es nicht betreten. So, lieber Dragon, könnten wir mal das Thema wieder wechseln, sonst kann ich nicht mehr schlafen. So. Je, wir können 8. So, dann machen wir zwei und ein Lumberjacker. Nö, kann ich nicht, ne? Warum nicht? Weil ich kein Geld habe in meinem Portemonnaie. Ja, das sieht, ja. So, ja, ich denke mal, wir haben so ziemlich das Spiel verstanden, ne? So, wir schmelzen uns mal hier ein bisschen Eisen. Du, 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 du.
Also ich hoffe, dass hier dann auch noch eine Automation kommt, wo du kannst den Ofen anschmeißen und das Ganze dann automatisch geschmolzen wird und du nicht jedes einzelne selbst musst hier schmelzen. Das hoffe ich, dass sie das noch implementieren werden. Barley sind solche Grasbüsche hier. Also das hier sind Barley, also Grasbüschel, was die Farmer eigentlich sammeln. Ist quasi irgendwie so eine Währung. Ich weiß nicht ganz, warum Grasbüschel eine Währung sein sollen, aber ja, ne? Gehst du mal mit einem Grasbüschel in der Hand doch Kiosk solltet ihr glaube ich auch kennen, an Kiosk und verlangst einen Kaugummi und dann schaust du oder gehst du mal hin und fragst, hey, ich habe hier einen Grasbüschel. Wie viel Kaugummis bekomme ich für dieses Grasbüschel? Ne, schaust du mal. Wenn die Verkäuferin Mitleid mit dir hat, gibt sie dir 2. Wenn sie gierig ist, sagt sie, da brauchen wir noch ein bisschen mehr Gras. Und wenn sie drauf abfährt, fragt sie, ist das guter Stoff? Ah, jetzt weiß ich, was das für Gras ist. Ja, meine Zivilisation, die läuft. So. Hier habe ich schon wieder 4. Ach ja, ich habe jetzt 2 meiner. Ne? Ach ja, ich merke schon, ich bin hier. Wird das automatisch jetzt gemacht? Nee, oder? Nee, da muss ich wirklich selbst dastehen und das Zeug schmelzen. Naja, wir haben ja Zeit, bis morgen früh um 6. Dann muss ich aus dem Haus. Ja. Nee, so lange mache ich nicht. Ich wollte eigentlich nur mal schnell reinschalten. Mal geschwind, ne, weißt du, da einen Einblick geben in Realm of Rules Pre-Alpha, damit ihr ein bisschen schon mal ein kleines Bild von dem momentan Free Downloading Programm, Software, Spiel. Jungs und Mädels, wollt ihr mich verarschen? Gott, die sammeln aber auch extrem langsam. Hallo, wir wollen noch vorwärts kommen. Echt jetzt? Wenn man nicht alles selbst macht, wird man einfach nicht vorwärts kommen. Irgendwie wird es einfach mein Lebensspruch. Erledige es selbst und du weißt, du kommst vorwärts. Lässt du erledigen, weißt du musst warten. Irgendwie so, nee. Also noch nicht der perfekte Spruch, aber irgendwie in die Richtung entwickle ich irgendwann noch einen Spruch. Irgendwie haut das auch wirklich hin. Konfuzius sagte schon immer, erledige die Sachen selbst und du weißt, sie wurden erledigt. Oder so. Nee, hat nicht Konfuzius gesagt, aber egal. Ihr wisst schon, was ich meine. So, Lumberjack. Und ein Fall mehr. So. So. Oh, schon wieder die scheiße S-Taste. Warum, Herr? Warum? Warum drücke ich immer nur Escape, wenn ich aus dem Menü raus will?
Warum, Herr, hast du das noch nicht implementiert? Entschuldigung, musste jetzt mal sein. Boah. So, was könnten wir eigentlich... Aha, Maximum Popularität bei 14. Aha. Also das ist so die Buildings, so, ne? Ein Stadtzentrum, ein Haus, ein großes Haus und eine Taverne, ne? Und hier sind die Ressourcen, Water Well, Water Storage, Cooking Station, Food Storage. So, und das ist der Closing Button. Ja, genau, wenn du was erledigt haben willst, mach es selbst. Und das ist momentan in meiner Situation einfach zu heavy. Da müsste ich wirklich alles allein machen. Ja, da könnte man kochen, aber das ist noch nicht wirklich implementiert. Die Küche ist zwar da, aber ich glaube, oder doch, 24. Ich schaue mir mal das Food an, ob das nur abnimmt oder auch steigt. Mit der Küche, mit der Station, 29. Doch, das steigt eigentlich auch. Okay. Ich weiß zwar nicht, wer das macht, aber ja, okay. Gut, ja. Dann, gib mir wieder Press. Blacksmith. Das ist doch... Naja, scheiße. 1000 Orks. 1000 Logs, ne? Ja, ja. Ja. Ja, ah, scheiße. Liebe Lumberjacks! Wo seid ihr? Liebe Lumberjacks! Arbeitet ihr denn auch so flüssig? Entschuldigung, Rauch von unserem Lagerfeuer hier. Ah. Lumberjacks, arbeitet ihr auch fleißig? Ihr wisst, wir brauchen Holz. Also, keine Pausen mehr. Es wird nun ununterbrochen gearbeitet. So, ich glaube, die sollten das gehört haben. Ja. Wie viel Iron Bar? 5. Oh. Fehlen ja nur noch die Loks, ne? Wie viel brauche ich hier? 1200 Steine. Das habe ich ja schon. Okay, dann helfe ich denen mal. Hallo. Die hauen aber nicht beide am gleichen Baum, oder? Das Lustige ist ja, ne, die Bäume, die hauen nicht weg. Der Vorteil natürlich, wenn ich hier abhacke, das läuft alles direkt ins Inventar. Ich muss nicht das Zeugs noch ins Inventar bringen. Das ist schon mal gut, wenn nicht der Bürgermeister, wenn der was macht, das läuft alles in den eigenen Sack rein. So soll es doch eigentlich auch sein, oder? Hallo? 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 Okay, der hat es. Hallo? Okay, der hat das nicht gehört. Beim Kasperle-Theater, warum das denn? Kasperle-Theater habe ich früher gern gespielt, ja. Wo ich klein war. Aber warum Kasperle-Theater aufzutreten? Hallo? Ich glaube, lieber Dragon, wir müssen hier ein ernsthaftes Wörtchen miteinander reden, ne?
Kasperle-Theater. Nein, 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 nein. Währenddem ich hier am alleine abhauen bin, macht ihr immer wieder Pause. Sag mal, könntest du könntest du bitte hier weiterholzen und nicht jedes Mal, hallo, kommst du wieder her? Hallo, kommst du wieder, hallo, kommst du wieder her? Komm wieder her, hau hier weiter, der Baum steht noch, du bist noch nicht fertig, komm, hau weiter, komm, ja, genau, und bleib jetzt hier, ich sag dir's. Ich hab dich im Blickfeld. Warte, so. Jetzt habe ich dich nicht mehr im Blickfeld, weil dunkel ist. Dein Glück! Oh, wir haben 1000 Holz. Oh. Hey, irgendjemand sammelt Steine. Seht ihr das? Irgendjemand sammelt Steine. Yay, ich bin doch nicht alleine. Kasper aus dem Zoo. Was? Wieso hat der Kasper aus dem Zoo auch Lumberjacks gerufen? Bitte im Gleichschritt, im Gleichtakt. 1, 2, 3. Ich habe den Takt gerade auch nicht. Also. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja, es könnte ja... Es könnte fast ein Beat werden. Aber nur fast. Ach, schon wieder dunkel, Mensch. Gute Nacht. Würde das auch mal irgendjemand abbauen? Sag mal. Ich glaube, ich bin... Wo sind meine Farmer? Sag mal. Leben die überhaupt noch? Ja, eigentlich schon. Also das Essen und das Wasser nimmt ab. Ja. Was machen denn die Mensch? Ressourcen, Water Storage, nee, Water Wall. So, setzen wir voll. Ja genau, setzen wir hier unten noch ein. So, nee, keine Ahnung. Das hat mich halt daran erinnert. Ach so. Ich zeige dir jetzt nicht, wie der Brunnen ausschaut. Und jetzt brauchen wir noch ein ach ja, ein Farming. Ja, also, das aneinander tun und weiß nicht was, das ergibt sich hier als tricky. Das ist in dem Spiel noch recht perplex. So. So, regnen tut es hier auch noch nicht. Die haben 5-mal auf dem Baum und gut ist, aber jeder hat seinen eigenen Baum, ne? Schön. Was wollte ich denn jetzt? Ach ja, warte mal. Hallo Maus! Danke. Blacksmith. Thus you have reached the maximum amount of... Nochmal. Nochmal, was habe ich für ein... You have an amount of citizens building. Was? Muss ich mal genau anschauen, was das jetzt mit der Befehl... Wieso? Hä? Hier steht aber Smells Iron Bars Automatical.
bist denn du hier? Nur den Forge. Du baust das Zeugs nicht automatisch ab, oder was? Nee. Muss ich ein Haus noch bauen, ne? Weißt du? Ja, bauen wir gleich mal ein großes Haus. Boah. Alter. Alter. Hallo. Ich weiß noch nicht, wo die... Alter. Ach, ja. Stellt euch schwierig an. Ich weiß noch nicht... Oha. Das ist so ein Eckhaus, Mensch. Mit Stall. Ah, jetzt steht sie wieder extrem nah bei mir, weißt du? So. Sieht doch schön aus. Kannst du ja eh nicht rein. Hallo. Voll das traurige Haus, Mensch. Gar keine Fenster. Oh, kann ich dich auch abhauen? Weil du stehst immer da, ne? Ich kann dich gar nicht... So, die Häuser stehen ein bisschen abseits vom Dorfzentrum. Das ist bewusst. Oh, jetzt brauche ich wieder mal... Ich brauche Holz. 2, 3, 4. Ja, ich baue jetzt noch so einen Blacksmith und soll ich noch eine... Ja komm, eine Taverne bauen wir auch noch, dann haben wir alles gebaut und wissen wir schon mal, wie das alles ausschaut. Oder was meint ihr? Doch, ne? Als nächstes bauen wir jetzt so eine Blacksmith, falls möglich. Statt ich hier jetzt Holz haue, wollte ich mal eben schauen, wie das nahrungstechnisch ausschaut. Oh, tschüss. So, gehe gleich zum Matratzenhorchen-Dienst. Bis bald. Ja, ja, aber schaust du, dass du bei diesem Dienst nicht einschläfst, ne, sondern schön horchst, ne? Und wehe, ich würde dich morgen früh erwischen, wie du bei deinem Dienst schlafst. Dann gibt es 3 Tage hintereinander Strafhorchen der Matratze, ich sag dir's. So, ich kümmere mich mal um Nahrung, weil das tut ja niemand, außer ich. Ne, also Stein wird ja gesammelt, Holz wird gesammelt. Das kommt schon, da kann ich noch ein bisschen hier Red Berries sammeln. Also ich gehe mal davon aus, dass das rote Beeren sollen sein. Beeren, oder? Macht Sinn. So. Ne, also lieber Dragon, ich danke dir, dass du ein treuer Zuschauer von mir geworden bist. Freut mich, dass du meine Streams gern siehst. Freut mich, dass du mich gern siehst. Ich hoffe, du bist mir auch nicht böse, dass ich das Facecam-Projekt ab heute nicht mehr umsetzen werde, wegen, ja, ich glaube einfach, dass das Interesse einer Facecam nicht mehr so groß da ist bei den Zuschauern, wie es früher mal war. Und darum werde ich in Zukunft einfach Livestreams ohne Facecam machen. Außer natürlich, sie werden von euch gewünscht, dann überlege ich mir das nochmal. Ja, da hast du die falsche Stellenbezeichnung gelesen, lieber Dragon. Oder den falschen Job. Das war nee, das war die Stellenbeschreibung vom
Testschlafer gesucht, nicht der Matratzenhorcher. Nee, du verwechselst da was. Du hast dich, glaube ich, für das falsche, für den falschen Beruf beworben. Nee, du bist als Matratzenhorcher eingestellt und ne, da beinhaltet das Schlafen nicht. Nur schlafen dürfen die Bettetester. Aber Matratzenhorcher, die müssen wach bleiben. Aber die Bettetester, da ist der Bestandteil Schlafen, ja. Wann sind wir doof? So, ich brauche irgendwie so 2000 Holz. Kann das sein? Ich habe ja Zeit! Bis morgen früh um 6, dann muss ich weg. Ich wünsche dir erstmal eine gute Besserung mit deinem Husten. Facecam ist nur... Ach, ich finde jetzt bei Horror Games wäre eine Facecam auch nicht unbedingt besser. Also bei The Walking Dead zum Beispiel finde ich jetzt eine Facecam eigentlich Atmosphären töten. Vielleicht ganz klein, aber sonst finde ich es eine Atmosphärentötung. Aber ich wünsche dir jetzt auch eine gute Nacht, schlaf gut, Gruß an die Familie und ja, der Husten, der hängt wahrscheinlich mit meinem Schnuppen zusammen oder ich habe keine Ahnung, warum, dass ich husten muss. Und ich weiß auch nicht, warum, dass ich immer so einen trockenen Hals habe. Ich kann trinken, wie ich will und was ich will. Aber immer klebt der Mund zusammen, ne? Kennt ihr das? Ich krieg den Mund nicht auf. Nein, ich geht nicht. Ich probiere das ganze Jahr, aber das geht nicht. Nein. Jetzt mach die Fresse mal auf. Nein, doch, es geht nicht. Los, versuch's jetzt. Soll ich dir helfen? Nein, mein Gott, Mami, gib mir mal 5 Minuten und dann... Ja gut, 5 Minuten und dann... Ansonsten komme ich... Danke, ja! Und dann kennt ihr das? Nee, Quatsch. Ich mach Spaß. Ich bin heute witzig drauf. Ja, das glaubt man mir ja kaum. Ich glaub's mir schließlich auch nicht. So. Bau. Profession Blacksmith. Wow. Ich würde das jetzt genau hier hinsetzen, aber... Ich finde es doof. Ich hoffe, das fixen sie, also ich hoffe, das machen sie noch anders und lassen es nicht so. Also natürlich lassen sie es nicht so, ich hoffe es mal. Ich hoffe es für sie. Dass man hier noch mit einer Taste irgendwie und vor allem das Ganze nicht so weit weg vom Spieler. Ja genau, jetzt bist du unten. Jetzt bist du in der Luft. So, drehen. Jetzt weiß ich nicht, wie oft ich gedreht habe. Und bauen. Und kann der... Hä? Oh, nee, oder? Jetzt habe ich eine... Oh, Mann, oh. Jetzt habe ich eine Black... Oh Mann, warum implementiert ihr das so Sachen zum Bauen, aber dann funktionstechnisch nicht? Man macht mir nicht so Angst. Ich hau das mal hier rein, vielleicht wird es ja abgebaut. Nö, das nimmst du gleich wieder raus. Oh Mann. Wieso bist du nicht funktionstüchtig? Oh Mann.
Naja, so sieht die Blacksmith aus. Oh. So, jetzt, was machst denn du da? Hä? Was haut denn hier mit dem Hammer? Hä? Was denn der? Was vermehrt sich denn? Mann. 805, 106. 808, 808. Haut er hier auf? Aha, okay. Der darf auf den Boden hauen, aber ich nicht. Finde ich gemein. Ich geh weg. Ciao. Ihr seid unfair zu mir. Nee, Quatsch. So, was haben wir noch? Eine Taverne. Ne. Steuert Eis. Ja, also, so genau. Ich habe keine Ahnung, wie viel man decken kann. Hier haben wir auch alles gebaut. So, jetzt sparen wir noch auf eine Taverne. Raises Maximum Popularity by 14. Und wenn wir das haben, dann werde ich sagen, so, das war die Alpha gewesen. Oder die Pre-Alpha. Ich melde mich dann wieder, wenn es was Neues gibt in dem Spiel. Aber bis dahin hauen wir jetzt noch ein bisschen kräftig nach dem Schlafen auf die Bäume ein. Fallen müsst ihr. Ihr müsst fallen. Alle müsst ihr fallen. Alle. Weg mit euch. So. Also wer meint, ich bin heute normal, der ist selbst nicht normal. So. Handy ist auch vollgeladen. Das habe ich gar nicht gern. Wenn um die Zeit das Handy schon vollgeladen ist. Dann kann ich ja nachts durch nicht laden. Und wenn ich nachts durch nicht laden kann, nein, weißt du, dann, ja halt, dann ist es morgen den halben Tag wieder leer. Weißt du? Weißt du? Und dann ist er nicht so schön. Wollt ihr eigentlich, dass ich nochmal Hacknet spiele? Nee, eigentlich eine aktuelle Umfrage ist immer noch, was wollt ihr achso. Muss ich mal schnell. Genau, aktuelle Umfrage bei Twitch TV. Wo ist meine Maus? Oben, unten, Mitte, links. Ne, Quatsch. Also die Maus suche ich schon noch, ne? So. So, ich hau noch auf den Baum ein, dann haben wir ein bisschen schneller das Holz zusammen. Die Frage lautet, was für eine Livestream-Serie würdet ihr lieber sehen? NHL 17 oder NFL 17? Bitte als Kommentar unten schreiben. Danke für eure Mithilfe. Ja, diese Frage wurde noch nirgends beantwortet. Auf Twitter nicht, auf Facebook nicht, auf Twitch nicht. Ihr könnt mir also immer noch via PM, also PN oder als Kommentar unter die Videos schreiben, welche Serie das ihr gerne als Livestream sehen wollt. Jeweils ein Spiel in voller Länge, in, ja, ich weiß nicht, ob es original Spielzeit sein wird, also von der Maximum Spielzeit, die wir halt einstellen können. Zum Teil sind das so 40, ja, so 30, 40 Minuten pro
pro Viertel. Also Eishockey hat ja 3 Viertel, glaube ich, oder 4. Und NFL hat, glaube ich, 2 oder 3. Das weiß ich gar nicht. Und nicht mehr genau, sage ich so mal. Ich bin bei beiden Spielen relativ noob, also von dem her könnte es noch lustig werden. Mit mir zusammen. Und ich würde mich echt freuen, wenn von eurer Seite, von eurer Community-Seite, das ist mein Baum. Geh weg, geh weg. Danke. Kommt der doch echt an meinen Baum ran? Ja, ich glaube, der spinnt. Ja, also ich würde mich echt freuen, wenn ihr als Community mir mal dabei könntet helfen, was euch da mehr interessiert. So, wir haben nicht. Hey, dude, what can you do? Wir bauen eine Taverne hier. Wir schauen gleich mal, was die so kann. Hey, hey, du. Boah. Ja. Ist ja interessant. So. Ja, bisschen groß die Taverne, ne? Da stehst du nämlich im Gebäude und den Eingang kannst du auch nicht wirklich. Ja, der Eingang ist da. Aber es ist zu groß. Ups, das habe ich hingebaut. Ich habe keine Ahnung wo. Da ist der Brunnen. Ach ja, das sieht aber... Na, das ist so schlecht sieht das gar nicht aus, ne? Nö. So, wie viele Leute haben wir denn? 30 Zivilisten. Dann können wir noch Farmer anstellen und Miner. So, und Lumberjacker. Hey Checker, wir lampen die Fieber. Oder auch nicht, aber wir wissen, was wir wollen. So. Oh. So, ja, Spielprinzip habt ihr, glaube ich, verstanden. So in etwa spielt sich Realm of Rules. Das ist eine Pre-Alpha von Realm of Rules. Gibt's bei... Die Dinge werden aber nicht weniger, oder? Ihr sollt nicht schnacken hier, ihr sollt arbeiten. Nee, das Ganze gibt's momentan als Free Download. Ich muss hier... Ja, nee, passt schon. Irgendwie funktioniert das mit dem Blacksmith. Ich kann es einfach nicht anwählen. Das können nur die Sidizen machen, also die Bevölkerung anscheinend. Weil Eisen kriege ich irgendwie, das heißt, irgendwer muss hier Eisen schmelzen. Ich mache jetzt noch was. Den Link findet ihr übrigens in der Videobeschreibung, wo es das Spiel gibt. Und auch mehr Informationen da. Und ja, das war ein erster Eindruck zu dem Spiel. Sobald ein Update kommt und was Neues, werde ich es wieder streamen. Aber ich denke, wir haben jetzt das Prinzip und die Grundidee des Spiels verstanden, gesehen und
als gut empfunden. Also es macht wirklich Laune, und wenn das Bauen, also das Bausystem noch angenehmer gemacht wird und hier auch gesagt werden kann, so und so viel möchte ich schmelzen und nicht jedes Mal nach einem draufdrücken, dann kommt das Ganze doch recht gut. Das Ziel ist halt wirklich ein Dorf aufzubauen. Ich weiß nicht, ob noch Jäger und so weiter dazukommt, was alles noch reinkommt und wie das Finish-Produkt wirklich ausschauen soll. Weiß ich alles nicht, könnt ihr alles auf der Homepage nachlesen. Ich sage an der Stelle danke, tschüss, ciao und jo, bis zum nächsten Mal. Ciao. Wenn ich das schaffe. Ja.